Hallo miteinander. Schön schaffen wir es heute wieder mit mir Yoga zu machen. Ich bin der Raffi. Ihr braucht nicht mehr als eine Matte und euch selber. Wir brauchen den ganzen Körper heute, um verschiedene Posen durchzugehen. Das wird richtig gut heute. Falls ihr irgendwie eure Lieblingsmusik habt, lasst die abspielen neben dem Yoga. Und dann starten wir doch gerade in Tadasana, in der Bergposition. Und von da kommen wir kommen an ins heutige Yoga. Spüren unsere Füße auf der Matte, Zeichen, müssen mit denen ein bisschen hin und her spielen, greifen in die Matte. Spüren, wo unser Gewicht ist, sind wir mehr auf den Fersen, mehr auf den Fußballen. Was können wir alles aus dem Stand herauslesen? Wie sind unsere Schultern? Wie steht unser Becken? Wir können es auch ein bisschen hin und her bewegen, um zu schauen, ob das richtig ist, ob es uns passt. Und dann tun wir alles ausschnaufen. Und wir schnaufen ein für 4, 3, 2, 1. Halten den Atem. Und schnaufen alles wieder aus. Schnaufen ein für 4, 3, 2, 1. Halten den Atem. Und schnaufen alles wieder aus. Schnaufen ein für 4, 3, 2, 1. Halten den Atem. Und schnaufen alles wieder aus. Schnaufen ein für 4, 3, 2, 1. Halten den Atem. Und schnaufen alles aus. Finden wieder zurück zu eurem Atemrhythmus. Durch die Nase ein, durch die Nase wieder aus. Falls ihr eine Absicht für das heutige Yoga habt, könnt ihr die jetzt setzen. Ist es völlig konzentriert sein? Ist es einfach überhaupt auf die Matte zu kommen? Oder wenn ihr etwas speziell gut machen dann schnaufen wir ein, bringen die Hände hoch zum Himmel. Das Gesäß ist angespannt und wir greifen so hoch auf wie möglich. Bringen die Hände zum Herz und lassen uns nach vorne in eine Vorwärtsbeugung gehen. Schnaufend ein, eine halbe Vorbeugung, schnaufend aus. Und schnaufend ein, die Hände kommen über den Kopf zum Himmel, das Gesäß ist angespannt, strecken weit nach oben, die Hände zum Herz. Wir schnaufen ein und kommen in den Chair oder in den Stuhl. Die Arme strecken weit nach vorne auf, der Rücken ist lang gezogen. Möglichst gerade. Das Gewicht ist auf Fußballen und die Fersen verteilt. Und wir sitzen tief, als würden wir auf einen Stuhl absitzen. Wir nehmen die Hände zum Herz und bringen unseren Bauch auf unsere Oberschenkel, uns falten in der Hüfte, bringen die Hände auf den Boden, also auf die Matte, falls möglich. Und von da strecken wir die Beine. Wenn sich die Hände lösen, kein Problem. Und dann kommen wir wieder zurück in die Chair. Schnaufen aus, die Hände zum Herz. Einschnaufen, Hände strecken weit nach oben. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Wir schnaufen ein, kommen wieder in die Chair. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Und wir beugen uns langsam wieder nach vorne beugen. Den Bauch auf die Oberschenkel, die Hände auf die Matte, wenn möglich. Bringen mehr Gewicht in die Hände und bringen den linken Fuß weit gestreckt hinten, dass wir im Ausfallschritt sind. Von da bringen wir das Gewicht auf die linke Hand, strecken die rechte Hand weit in den Himmel auf. Öffnen
unser Herz schnuffen in die rechte Seite vom Brustkorb. Mit dem Bein haben wir eine stabile Position. Das linke Bein ist gestreckt. Das rechte Bein ist in Position und geht nicht nach außen. Haltet uns zusammen. Kommen wieder zurück mit der rechten Hand. Bringen das linke Bein wieder zurück. Bauch auf die Oberschenkel. Und wir schnaufen ein in Chair-Position. Ausschnaufen, Bein strecken. Einschnaufen, die Hände über den Kopf. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Einschnaufen, zurück in die Chair. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Wir bringen den Bauch auf die Oberschenkel. Die Hände am Boden. Rechter Fuß zurück. In Ausfallschritt. Gewicht auf die rechte Hand. Wir öffnen die Brust. Schauen unsere linke Hand nach, wenn möglich. Und so schauen wir auf die Matte. Rechts Bein ist so gestreckt wie möglich. Links Knie bleibt drinnen und gibt uns eine stabile Position. Und wir probieren noch ein bisschen mehr Brust öffnen. Bringen die linke Hand wieder zurück. Rechter Fuß neben linken Fuß. Bauch und Oberschenkel berühren sich wieder. Schnaufen ein in einen Chair. Ausschnaufen, Bein strecken, einschnaufen. Wir strecken uns wieder so weit auf wie möglich. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Einschnaufen, in die Chair. Ausschnaufen, Bauch auf die Oberschenkel legen. Die Hände kommen auf die Matte. Linker Fuß geht zurück in einen Ausfallschritt. Wir öffnen uns wieder. Brust weit öffnen, die Schulterblätter kommen hinter zusammen. Die Beine sind stabil. Kommen zurück mit der rechten Hand, lösen unseren rechten Fuß und kommen in dreibeinigen Down Dog. Und von da bringen wir den rechten Fuß zum rechten kleinen Finger und machen ein paar Kreise mit den Knien, dem grossen Ausfallschritt. Wecken unsere Hüfte ein bisschen auf. Und dann strecken wir das rechte Bein. Die Hände werden sich wahrscheinlich lösen. Und wir haben beide Beine gestreckt in dieser Dreiecksposition. Ihr könnt die Hände weiter hinternehmen, weiterführen, wie es für euch passt, wo ihr euch am wohlsten fühlt, wo die Dehnung am angenehmsten ist. Wir bringen die Hände wieder zurück auf die Matte, lösen das rechte Bein wieder zurück in dreibeinigen Hund, kommen führen, bringen den rechten Fuß hinter die rechte Hand, gefolgt vom linken Fuß. Wir sind wieder bei Bauch auf den Oberschenkel, schnaufen ein in die Chair, ausschnaufen, Hände zum Herz. Einschnaufen, Gesäß anspannen, Hände nach oben strecken, kommen fast bis zu der Decke. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Einschnaufen, unser Chair. Ausschnaufen, den Bauch auf die Oberschenkel ablegen, die Hände auf die Matte. Wir gehen mit dem rechten Fuß zurück, Gewicht in die rechte Hand. Öffnen die linke Hand zum Himmel. Stabile Beine haben, stabile Grundposition. Öffnen unsere Brust, schnaufen in die linke Brustkorb. Kommen wieder zurück mit der linken Hand, lösend den linken Fuß und kommen zurück in einen dreibeinigen Down Dog. Von da kommen wir führen, linke Fuß, linke kleine Finger, so weit führen wie möglich. Und machen auch hier ein paar Kreise, um unsere Hüfte zu öffnen. Welche Seite spielt keine Rolle. Das, was euch gut tut. Jeder Körper ist anders. Jeder
fühlt eine andere Bewegung besser. Und von da strecken wir das linke Bein, kommen auf die Fingerspitzen und finden da wieder fast den Bauch auf dem Oberschenkel und Dehnung im linken Hamstring. Landen mit den Händen wir wieder platzieren. Linke Fuß kommt zurück in dreibeinigen Down Dog. Und wir bringen den linken Fuß hinter die linke Hand, gefolgt vom rechten Fuß. Wir sind wieder Bauch auf Oberschenkel, Beinbogen, schnaufen ein in Chair Pose, ausschnaufen, Bein strecken, einschnaufen. Hände zum Himmel, ausschnaufen, Hände zum Herz. Einschnaufen, Chair. Ausschnaufen, Hände zum Herz, Bauch auf die Oberschenkel, Hände. Liegend flach auf die Matte. Wir gehen mit dem linken Fuß hinterher. Öffnen unsere rechte Hand auf in den Himmel. Kommen wieder zurück. Rechte Fuß löst sich in Down Dog. Dreibeinige Down Dog. Rechte Fuß, rechte kleine Finger. 2 Kreise. Streckend das rechte Bein. Beugen das rechte Bein wieder. Lösen es und kommen in dreibeinigen Dog. Von da kommen wir führen, berühren mit dem rechten Knie die linke Ellbogen. Von da strecken wir das rechte Bein gerade raus, lösen unsere linke Hand, drehen uns auf, sodass wir im rechten Winkel mit dabei sind. Und wir sitzen ab in einen breitbeinigen Forward Fold. Wir kommen mit der linken Hand zum rechten Fuß, drehen den Kreis, gefolgt von der rechten Hand, bis wir mit der rechten Hand über dem linken Bein sind, dem linken Fuß. Kommen wieder zurück, einen grossen Kreis, platzieren unsere Hände wieder, wie es sind im Down Dog, lüpfen unsere Hüften ab, rechts Knie, linke Ellbogen und wir kommen wieder zurück in dreibeinigen Dog, Down Dog. Bringen das rechte Bein nach vorne hinter der rechte Daumen, gefolgt vom linken Fuß. Wir sind wieder Bauch auf Oberschenkel, schnaufen ein, Chair, ausschnaufen, Bein strecken, einschnaufen, Hände über Kopfgesäß angespannt, so groß wie möglich, ausschnaufen, einschnaufen, Chair Pose. Ausschnaufen, Hände zum Herz, Bauch auf die Oberschenkel. Hände kommen auf die Matte und wir kommen mit dem rechten Fuß zurück. Bringen Gewicht in die rechte Hand, öffnen unsere linke Hand hoch zum Himmel, kommen wieder zurück. Bringen den linken Fuß, strecken wir weit in den Himmel in dreibeinigen Down Dog. Bringen den linken Fuß zum linken kleinen Finger. Machen da 2 Kreise. Streckend das linke Bein, kommen auf die Fingerspitzen. Spüren die Dehnung im Hamstring. Platzieren die Hände wieder. Kommen zurück in dreibeinigen Down Dog. Linke Bein streckt sich weit hinaus. Links Knie, rechte Ellbogen berühren und dann strecken wir es gerade raus in der Verlängerung von den beiden Händen. Wir lösen die rechte Hand, bringen sie hoch auf, öffnen unsere Beine, kommen auf die Ferse bei beiden Füßen, landen langsam in ein breitbeiniges Sitz. Rechte Hand, linke Fuß. Und wir machen einen grossen Kreis, gefolgt von der linken Hand. Die linke Hand
zum rechten Fuß. Von da gehen wir wieder zurück. Rechte Hand, linke Fuß, die Hände wieder platzieren wie im Down Dog. Lüpfen die Hüfte, links Knie, rechter Ellbogen und zurück in dreibeinigen Tag. Bringen den linken Fuß hinter den linken Daumen, gefolgt vom rechten Fuß, rechten Daumen. Haben wieder Bauch auf Oberschenkel. Einschnaufen, Chair. Ausschnaufen. Beistrecken, einschnaufen. Die Hände strecken sich weit in den Himmel. Ausschnaufen. Hände zum Herz. Einschnaufen. Chair. Ausschnaufen. Hände zum Herz. Bauch auf die Oberschenkel. Die Hände auf die Matte. Wir strecken den linken Fuß hinten, kommen in den Ausfallschritt, öffnen, rechte Arm. Rechte Arm wieder zurück. Rechtes Bein strecken wir in dreibeinigen Down Dog. Bringen es vor, rechten Fuß, rechten kleinen Finger, 2 Kreise. Strecken das rechte Bein, kommen auf die Fingerspitze. Landen wieder die Handfläche am Boden. Bringen den rechten Fuß wieder zurück in dreibeinigen Down Dog. Rechts Knie, linke Ellbogen und rausstrecken. Gewicht auf die rechte Hand. Linke Hand löst sich, öffnet die Brust. Die Füße kirrend auf ihre Fersen. Wir bringen das Gesäß gerade neben die rechte Hand. Die linke Hand, die oben war, geht führen zum rechten Fuß. Macht einen grossen Kreis, gefolgt von rechter Hand. Rechte Hand, linker Fuß. Und wieder zurück. Linke Hand, rechter Fuß. Wir landen die Hände wieder in der Position vom Down Dog. Bringen das rechte Knie in den linken Ellbogen und zurück in Down Dog. Von da bringen wir den rechten Fuß hinter den rechten Daumen, gefolgt vom linken Fuß hinter den linken Daumen. Kommen auf die Zehenspitze, so gut wie das geht, sitzend ab, mit dem Gesäß auf die Ferse. Von da kommen wir aufrecht, nur auf die Zehen und langsam tun wir unsere Knie vorne ablegen. Ihr könnt immer die Hände brauchen zur Hilfe. Die Knie ablegen, bringen die Hüfte nach vorne, das Gesäß anspannen und kommen in eine halbe Camel-Position, ins Kamel, aber doch nur halbe. Wieder zurück, sitzen ab, auf unsere Fersen, lüpfen Knie, bringen die Fersen zurück am Boden, die Hände zurück am Boden, Bauch auf Oberschenkel, einschnaufen, Chair. Ausschnaufen. Beistrecken, einschnaufen. Hände über den Kopf. Ausschnaufen. Hände zum Herz. Einschnaufen. Chair. Ausschnaufen. Bauch auf die Oberschenkel. Hände auf den Boden. Rechte Fuß geht hinten. Und wir öffnen im Ausfallschritt die linke Hand in den Himmel. Kommen wir wieder zurück, bringen den linken Fuß in dreibeinigen Down Dog. Kommen wir mit dem linken Fuß zum linken kleinen Finger. Machen 2 Kreise, streckend strecken das linke Bein. Kommen wir wieder zurück, bringen den linken Fuß auf, strecken in dreibeinigen Down Dog. Links Knie, linke Ellbogen, rechte Ellbogen berührend, streckend. Den linken Fuß raus, öffnend unsere Brust, öffnend den rechten Arm in den Himmel, kehren unsere Füße auf die Ferse, landen gerade neben der linken Hand. Rechte Hand geht zum linken Fuß. Gefolgt vom rechten geht die linke Hand zum rechten Fuß.
Gehen wieder zurück. Rechte Hand zum linken Fuß. Platzieren die Hände wieder wie ein Down Dog. Lüpfen die Hüfte. Links Knie, rechter Ellbogen und zurück in Down Dog. Linke Fuß hinter den linken Daumen, rechte Fuß hinter den rechten Daumen. Wir kommen auf die Zehenspitze, lösend die Hände, sitzen ab auf unsere Fersen, bringen die Knie langsam, ganz leicht vorne ab, kommen auf die Knie, drücken die Hüfte nach vorne, Gesäß angespannt, Blick nach oben, Brust geöffnet, in halben Kamel und wieder zurück. Sitzen ab auf die Fersen, lüpfen die Knie, bringen die Hände am Boden, die Fersen am Boden, Bauch auf die Oberschenkel. Schnaufend ein, Chair, ausschnaufen, Beine strecken, einschnaufen, Hände zum Himmel. Ausschnaufen, Hände zur Brust. Einschnaufen, Chair. Ausschnaufen, Hände auf den Boden. Linke Fuß zurück, rechte Fuß zurück. Kommen in Down Dog. Strecken den rechten Fuß auf. Rechte Fuß, rechte kleine Finger. Gefolgt vom linken Fuß, linke kleine Finger. Kommen in Squat. Strecken die Beine. Schnaufend ein. Hände über den Himmel. Ausschnaufen. Zurück in Squat. Einschnaufen. Die Hände landen auf dem Boden. Rechte Fuß zurück. Linke Fuß zurück. Und wir lassen uns auf den Boden runter. Ihr könnt das immer Liegestütz oder mit den Knien. Kommen auf den Boden. Bringen unsere Hände weit raus auf die Fingerspitzen. Die Füße legen wir ab und dann schnaufen wir ein in einen Cobra. Ausschnaufen wieder auf den Boden. Einschnaufen, Cobra, ausschnaufen. Einschnaufen, ausschnaufen. Und wir lösen den Daumen. Einschnaufen, ausschnaufen. Lösen auch noch den Zeigefinger. Einschnaufen, ausschnaufen. Lösen auch noch den Mittelfinger. Einschnaufen, ausschnaufen. Tun uns nur noch mit dem kleinen Finger aufrichten. Kommen wir wieder runter. Nochmal mit dem kleinen Finger. Kommen so hoch auf wie möglich. Drücken die Hüfte in den Boden. Und dann lösen wir die Hände. Der Bauchnabel ist eingezogen. Die Hände kommen nach hinten. Die Füße lüpfen sich. Und wir sind in einer Locust-Pose. Spüren wirklich, probieren euch aufzudrücken, Gesäß am Boden, Fußspitzen, wollen so weit hinten wie möglich. Und die Fingerspitzen wollen sie überholen. Und dann lösen wir, bringen die Hände neben die Brust und das Kinn auf die Matte. Und von da bringen wir die Fersen zum Gesäß. Und von da bringen wir die Fersen zum Gesäß. Die Hände tun wir hinter dem Rücken ineinander verflechten. Und dann gehen wir wieder in die gleiche Position. Lüpfen die Oberschenkel vom Boden. Der Bauch ist eingezogen. Die Hände heben sich ab, wenn möglich, vom Gesäß. Die Schulterblätter kommen zusammen. Die Brust ist nach vorne offen. Ziemlich anstrengende Position, zumindest für mich. Und wir halten die noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Noch ein bisschen mehr Spannung aufbauen. 3, 2, 1. Und wir lösen. Bringen die Hände wieder neben den Körper. Die Stirn oder das Kinn auf die Matte. Schnaufen einmal durch. Und wir bringen die Fersen wieder zum Gesäß. Diesmal greifen wir die Fußgelenk oder die
Oberseite, der Rest von den Füßen, wie es euch am besten passt. Und wir kommen in Bogenposition. Wir drücken uns auf, gleich wie vorher. Einfach diesmal haben wir noch die Verbindung von Händen und Füßen. Die Füße ziehen weit nach hinten und auf. Wenn dass unsere Arme mit nach hinten kommen. Der Bauchnabel ist eingezogen. Die Schulterblätter berühren sich. Und wir schnaufen nach vorne. Blick nach vorne. Probieren noch ein bisschen mehr rauszuholen. Noch ein bisschen höher, noch ein bisschen weiter. Mehr Spannung aufzubauen. Der Bogen ist gespannt. Und wir bleiben für 5, 4, 3, 2, 1. Und dann lösen wir alles wieder. Und zurück. Hände neben den Körper, Stirn oder Knie auf die Matte ablegen. Und dann stoßen wir uns zurück in Down Dog. Von da tun wir wieder das rechte Bein strecken wir in den Himmel. Bringt den rechten Fuß führen zum rechten kleinen Finger, gefolgt vom linken Fuß, linken kleinen Finger. Sitzen ab in einen passiven Squat. Und von da machen wir Circle Wheel, jeweils eine halbe Radposition auf beide Seiten. Wir greifen mit der rechten Hand weit hinten und öffnen, drücken unsere Hüften nach oben und kommen ins Rad. Einfach nur mit einer Hand. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich weitergehen. Und so bleiben wir einfach in dieser Hälfte. Schnaufend aus, schnaufend ein, linke Hand hinten, drücken die Hüften nach oben. Kommt so weit hinten wie möglich, schnaufen aus, wieder zurück, einschnaufen auf die andere Seite. Hüften drücken in den Himmel, die Schulter dehnt sich aus, die Brust öffnet sich, ausschnaufen, wieder zurück, einschnaufen, linke Hand hinten, die Hüfte in den Himmel und wieder zurück. Und da tun wir die Hände wieder landen lassen. Gehen mit dem rechten Fuß zurück, linken Fuß zurück. Zurück in Down Dog. Linke Fuß in den Himmel. Linke Fuß zum linken kleinen Finger. Rechte Fuß, kleine Finger. Haben wir kurz eine kleine Pause gehabt. Und wir schnaufen wieder ein. Rechte Hand hinten. Hüfte nach oben. Ausschnaufen, zurück. Seitenwechsel, linke Hand. Hüfte in die Luft drücken, Gesäß angespannt. Und wieder zurück. Und einmal auf jeder Seite, rechte Hand hinten. Die Hüfte nach oben drücken, Gesäß anspannen. Die Schultern, Brust öffnen. Und ausschnaufen, wieder zurück. Einschnaufen, linke Hand hinten. Gesäß anspannen, Hüfte auf. Brust öffnen. Und wieder zurück. Und von da bringen wir die Hände wieder auf die Matte. Steigen links zurück, rechts zurück. Und kommen mit den Händen auf die Mitte der Matte. Und dann kommen die Füße zu der Mitte der Matte. Und von da kommen wir wieder auf die Zehen, wie schon mal. Sitzen auf die Fersen ab. Und dann lassen wir die Fersen auf den Boden. Wir sind in einem relativ engen passiven Squat im Vergleich zu vorher. Von da kommen wir auf die Zehen, die Knie vorne ablegen, kommen wieder in das halbe Kamel, also nicht ganz. Hüften nach vorne drücken, Gesäß anspannen. Vielleicht kommen wir schon hinten. Und dann schliessen wir wieder. Sitzen auf die Fersen, bringen die Knie auf und sitzen wieder ab mit den Fersen auf die Matte. Die Fersen von der Matte, Knie vor ablegen, Hüften nach vorne strecken
Und diesmal könnt ihr ganz in die Camel gehen. Ihr könnt die Füße abstellen, die Zehen abstellen oder auflegen, wie es für euch am besten passt. Denkt einfach daran, aktive Beine, Gesäß angespannt, Bauch angespannt. Und von da lösen wir wieder. Kommen vorne in den Kniestand. Gesäß auf die Ferse. Ferse auf die Matte. Und noch einmal in die Richtung. Knie nach vorne langsam und leicht absetzen. Gesäß anspannen, Brust öffnen und wir kommen in Kamel. Und wenn ihr könnt und wollt, könnt ihr natürlich auch von da ins Rad oder in die Brücke zurückgehen. Mir ist das nicht möglich. Und dann kommen wir zurück, sitzen mit dem Gesäß wieder auf die Ferse. Ferse zurück auf die Matte. Wieder führen, Knie ganz leicht auf die Matte setzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal in die Camel gehen und sonst könnt ihr in die andere Richtung, gerade direkt hinten, auf den Rücken kommen und in das Rad, wie es für euch passt. Wenn Rad für euch nicht möglich ist, bleiben drin der Kamelpose. Und dann drücken wir auf in das Rad. Aktive Beine, ganz wichtig. Wir haben uns genug aufgewärmt mit den verschiedenen Posen. Brust kommt nach vorne, Arme sind möglichst gestreckt. Blick ist nach hinten geradeaus. Und wir bleiben hier für 5, 4, 3, 2, 1. Und aus dem Kamelpose oder Rad kommen wir wieder zurück. Und beide Positionen. Wir finden uns wieder auf dem Rücken, mit den Beinen angestellt. Beide wir nach außen gehen lassen. Die Arme weit, wie ein T. Und wir schwenken hin und her mit den Hüften schwenken, sodass wir jeweils das Knie auf der einen Seite am Boden legen können. Dann wir das linke Bein nach vorne strecken. Das rechte Knie bringen wir in die Brust. Dann das Knie anziehen. Von dem vielen Öffnen und Schliessen von den Hüften bringen wir wieder ein bisschen Ruhe rein. Wir strecken das rechte Bein nach oben. Ihr könnt es hinter dem Oberschenkel haben oder am Fuß, wie es für euch gerade am besten passt. Und eine leichte Dehnung im Hamstring kriegen. Und von da stellen wir den Fuß wieder abstellen. Wir kommen rauf, bringen den Fuß gerade hinten, eigentlich in einen halben Kniestand. Das linke Bein ist gestreckt, das rechte Knie ist angewinkelt. Und wir lehnen den Oberkörper nach vorne. Eine Art wie ein Hürdensitz, aber mit dem rechten Knie eng. Wenn das unangenehm für euch ist, könnt ihr das Bein auch nach außen nehmen, wie es für euch passt. Und vielleicht spüren ihr jetzt im Rücken die vielen Bewegungen, die ihr vorher gemacht habt. Und der Rücken findet wieder zurück zu seiner ursprünglichen Form.
Wir richten uns wieder auf, bringen das rechte Bein nach vorne, liegend wieder abflach auf den Rücken, bringen das linke Bein, das linke Knie zur Brust und bleiben da für einen Moment. Strecken das linke Bein nach oben. Gehen eine grössere Dehnung. Wo ihr heben wollt, ist euch überlassen. Ob ihr noch ein bisschen mehr Bewegungen machen wollt, ist euch frei. Und dann richten wir uns wieder auf, das linke Bein. Dann wir wieder zurück in einen halben Kniesitz. Und wir lehnen den Oberkörper nach vorne. Wie es für euch am besten passt. Der Rücken muss nicht ganz gerade sein. Wenn es für euch angenehm ist, einfach vorne runterfallen. Go for it. Wir haben hier noch 2 Atemzüge. Was könnt ihr mit denen machen? Wo kommen ihr hin? Bleiben ihr da? Gehen ihr nochmal tiefer in die Dehnung? Und dann strecken wir das linke Bein nach vorne. Liegen flach auf den Rücken. Bein öffnen wir. Die Schulterblätter bringen wir zusammen. Und willkommen in Shavasana, der letzten Pose von heute, wo wir nochmal die ganze Energie durch unseren Körper spüren, wo wir jeden Muskel gehen lassen und einen tiefen Atemrhythmus finden. Ihr dürft noch so lange wie ihr wollt in Shavasana bleiben. Ich sage schon mal Danke, habt ihr mit mir das Yoga gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ihr dürft noch so lange in Shavasana bleiben, wie ihr möchtet. Ich sage schon mal Danke, dass ihr mit mir das Yoga gemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Merci.